Hat Madonna schon gesungen. Da sind wir wieder. Krasser Scheiß. Das geht so Das schnell. ist Wahnsinn. Wenn wir von der einen Show in die andere Show springen, sogar mit Kostümwechsel. Ich habe Frisch ein geduscht. nice Kappe auf. Ja, frisch geduscht, das wird nicht passieren. Schön an alle, die jetzt auch wieder eingeschaltet haben oder ganz schöne Loser-L an alle, die jetzt nicht mehr dabei sind, weil sie ins Bett müssen. Wahnsinn. Lächerliche Spacken, sage ich da gerade. Lächerliche Spacken. Herzlich willkommen zum Talkthrough im Februar. Oder sagen wir lieber zum Talkthrough vom Februar, aufgezeichnet im März. Da wir als Businessmänner wirklich sehr, sehr viel unterwegs waren und einfach keinen freien Slot gefunden haben. Wir haben absolut keinen Gap nicht gehabt, keinen Termin-Gap, den wir irgendwie hätten füllen können mit einem Talkthrough. Wir haben sogar auf unser Wellbeing verzichtet, aber auch das hat nicht geholfen. Nein, ich habe gesagt, Mental Health haben wir hinten anstellen. Lieber Aber arbeiten, Leistung, ja, FDP-Charakter zeigen halt einfach. ja, genau. Lindner. Deutschland nach vorn bringen mit unserer Mentalität. Das war unser großes Ziel. Das war unser großes Anliegen, wenn sie alle da mal ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigen, dass einfach mal auf den Feiertag verzichten, einfach mal freiwillig in die Arbeit gehen. Ja, einfach mal nicht krank sein, wenn man krank ist. Eben, einfach mal ein bisschen Charakter zeigen, weißt du? Nicht immer diesen orientalischen Schlendrian hier, weißt du? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die ganze Weltwirtschaft, die steigt, gerade die deutsche Wirtschaft, die stagniert. Schrecklich. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Nein. Also Deutschland war eigentlich immer mega stark. Jetzt hat Hallo drin am Start. Eben. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefühlt ist das so diese Gen Z-Mentalität seit 1945. Die hat uns irgendwie das Knack gebrochen. Ja, zu unserer Zeit war das noch ganz anders. Da war das geil. Als ich jung war. Da haben wir noch Steno gelernt, weißt du? Da haben wir noch richtig wertvolle Dinge, die man da ins Hirn reingemacht hat. Das war super, ja. Jetzt, weiß ich nicht, tanzt dein Name oder so, keine Ahnung. Genau, Spacken. Das hätte es in der HJ nicht gegeben, das sage ich euch. In der KJ. KJ? In der VLMJ? Die müssen wir mal gründen. Die gehört echt einmal gegründet. Das ist Potenzial. Absolut, ja. Und ich hab mir gestern nämlich die Doku angeschaut auf Netflix, die 1,5 Stunden Doku von Manson und die Manson-Morde und seine Family und so weiter. Oh, da habe ich was gelesen letztes Mal. Ja, habe ich was gegenlesen, was ein Artikel drüber. Die ist, glaube ich, ganz geil, hä? Ich fand es gar nicht so stark, muss ich sagen. Nicht? Hat nicht viel Neues mit drinnen und es schluckt ab und zu ein wenig so in einer Verschwörungsthematik aus. Ah, okay. Also sie versuchen das ein bisschen so sie haben da irgendwie Leute interviewt, die versuchen da ein bisschen so auf die CIA Mind Control Versuche zum Schließen. Okay. Also ja, man kann sich so schauen, ist nicht schlecht, aber war nicht ganz meins. Aber wir sind nicht hier, um über Kassetten zu reden. Das haben wir im Kassettenschmerz gemacht, das haben wir in die Volex gemacht, die heute erschienen sind. Ganz verpasst. Aha. Und deswegen schwätzen wir jetzt einmal übers Zocke. Weil an die Controller waren wir auch wieder fleißig, würde ich sagen. Also ich zumindest, ich war schon fleißig. War mega fleißig. 2 Monate lang ja mittlerweile schon. Und es hat ja einiges da. Es gibt Neuigkeiten. Philipp spricht schon. Wir haben am Sonntag einen mega Showcase von Death Stranding 2 gekriegt. Auf der South by Southwest. South by Southwest Festival. South, wie South Park. Genau. Der Hideo Kojima hat da einiges vorgestellt. Hast du so geschaut? Nein, ich habe es auch noch nicht angeschaut. Dann nimm dir schnell die Zeit, schaust du schnell um, wir warten mal dabei. Passt. Sehr schön. Schnell. Da muss ich es dir sagen, ist auf alle Fälle ein gigantischer Trailer. Um die 10 Minuten, glaube ich, mit Gameplay, mit Videomaterial, alle möglichen Charaktere drin, gigantische Monster. Das Ding schaut aus, leckt mich fett. Das ist so schön. Das ist so schön. Da hat ein paar so Shots drin, bis du durch die Welt gehst. Ja. Da wird da ganz warm ums Herz. Du. Das glaube ich, ja. Das war ja auf der wahnsinnig. Du hast es ja den ersten Teil eher durchgespielt, glaube ich, gell? Genau. Und der hat auf der Vierer schon unglaublich gut ausgeschaut. Ja, das war da schon so schön. Und das heißt jetzt da locker noch mehr drauf. Also ich bin voll gehypt. Kommt im Sommer, oder? Ich meine schon, ja. Schauen wir mal, hat das schon einen Termin? Es hat schon einen Termin, gell? Müsste es haben, ja. Ja, am 26. Juni. Ja, bis dahin kann die einiges schaffen. Und für die natürlich ganz interessant, es gibt eine fette Collectors Edition. Ist da diesmal wieder so eine Kapsel mit dem Baby dabei?
Nein, diesmal ist er ziemlich. Kann ich da Bildschirm teilen? Kann ich, oder? Kannst du, ja, wenn du unten auf Share gehst. Share the Screen. Tun sie einen Screen scheren. Hast du deine Eier geschert? Ja, ja. Aha. Sehr gut. Hast du da auch Probleme mit Rasierbrand am Sack? Nein, ich habe eher Probleme mit Blutungen, wenn ich mich wieder schneide. Achso, das ist ein bisschen So, kurz jetzt schau abgeschweift. her. Oh, Schau schön. dir das an. Schau Gib dir den alles. an. Die Vollversion ist dabei, als digitaler Download natürlich. Ja, Das ist schon Gott mal sei ganz stark. Dank ist da keine physische Fassung dabei. Ist voll Idioten. Und da hast du da eine 38 Zentimeter wuchtige Magellan-Mann-Statue dabei. Ja, wundert mich, Das ist dass es übrigens nicht einfach ziemlich nur eine geil. digitale Download-Animation ist. Das ist im Trailer, kommt das auch vor. Da, weißt du noch einen Hartman, der von dem Regisseur da dargestellt wird? Vom Guillermo del Toro, ja. Nein, nicht von dem, Äh, vom Windigen Refn, glaube ich, heißt der, oder? Kann das sein? Ist das der gewesen? Ach ja, der Reffen. Genau, der ist da, den sieht man in dem neuen Trailer, da macht er quasi so, formt er so riesengroße Monster aus dem schwarzen Bart, den es also so gibt. Mhm. Und dann setzt der einen von denen, da fliegt irgendwie so ein Kampfschiff und dann packt er das und setzt das oben auf den Kopf auf. Und das ist die Figur da. Das ist ganz weird und schaut brutal brachial aus. Musst du unbedingt anschauen, das ist echt geil. Ja, da bin ich. Artwork-Karten haben wir dabei, einen Mhm. persönlichen Brief vom Hideo Kojima, den er extra für die geschrieben hat. Das ist Mit nichts Widmung. Neues. Wir sind schon lange Brieffreunde, also das zirkt mir jetzt nicht. Aber schön mit Schwarz-Weiß-Foto auf alle Fälle. Ja, klar, alter Style. Dollman-Figur haben wir auch dabei von dem kleinen Mensch. Weißt du eigentlich, wer die spricht? Ein Dollman? Ja, Im Original jetzt oder im Deutschen dann? Oder? im Deutschen, ja, im Original. Ich weiß nicht, ob er es im Deutschen selber macht. Er kann's. Er kann's. Dann ist es der Danny DeVito. Der Fatih Akin. Der Fatih Akin. Ach so. Hey, Philipp. Philipp, was ist da los schon wieder hier? Ich werde sogar meinen Yakuza-Marathon unterbrechen, um den ersten einfach Death Stranding nachzuholen, jetzt will ich jetzt abgeführt. Erstens mal herzlichen vielen tausendfachen Dank, liebster Philipp. Gibt es nächstes Mal im Kino einmal ein Backel Pommes, hätte ich schon gesagt, Popcorn für uns. Schieß wieder Herz. Und da machst du ja nichts verkehrt, weil das Death Stranding wirklich ein unglaublich tolles Spiel war. Also ich kann es verstehen, wenn manche sagen, sie können nichts damit anfangen, wegen DRL-Simulator. Was heißt verstehe? Das ist die größte Lüge, die jemals gesagt hat. Das ist so ein Schwachsinn. Ja, das ist vielleicht nur dumm, wenn ich über den Anfang vom Spiel nicht drüber schauen mag, wenn ich da so ungeduldig bin, dass ich das nicht aushalte, ja, dann bin ich dämlich. Ja, weil das Spiel kaufen, das 60 Stunden plus dauert. Ja, eben, genau, das ist mir das nächste. Auf alle Fälle mega. Voll geil. Ja, ich war so gefesselt vor dem Spiel. Entwickelst du irgendwann so einen geilen Flow, wenn du da durch die Landschaft da tingelst und deine Routen machst und das versuchst irgendwie unbeschadet zu überstehen. Das ist so ein geiles Gefühl. Also das ist fast schon Cozy Game-mäßig irgendwie. Also das habe ich sehr gern gespielt. Das hat von den ich finde, das hat von Mords stressige Momente, hat das auch Mords entspannende Momente. Genau. Und vor allem, wenn du dann so ein bisschen ein neues Gebiet oder so kommst oder über weitläufige Fläche, der Soundtrack dazu, die Lieder, die dann laufen, das ist wirklich, wo du sagst, ich möchte jetzt einfach nur das als Standbeitel da so vor mir hinflimmern lassen, den Sound laufen lassen und ich werde wahrscheinlich den besten Schlaf meines Lebens davor erhalten. Ja, so ist. Wird nie wieder so entspannt sein wie jetzt. Ja, also Philipp, vielen Dank und tu es. Ja, tu es. Auf jeden Fall. Ist auf alle Fälle wert. Dürfen wir den Trailer herzogen? Weil dann sagt YouTube, du spinnst mich. Okay, also kein Bewegtbild, nur Standbild. Ja, genau. Okay, gut. Dann haben wir wieder zu. Bam! Ich muss auf alle Fälle danach kleiner anschauen, das habe ich ganz übersehen. Tu das lohnt sich auf alle Fälle. Da ist sehr viel zum Singen. Das kannst du Fußball schauen. Nein, ich sag's jetzt nicht, weil wenn du das noch nicht gesehen hast, dann freust du selber. Da ist auf alle Fälle eine Szene drin, also ich bin aufgestanden im Büro und geklatscht. Es ist ja anscheinend auch eine Figur dabei, die an Metal Gear Solid 2 angelehnt ist. Ja, genau, das meine ich. Du hast das schon gehört. Ja, ich habe das Beitel gesehen und den Vergleich damit gesehen. Also. Ich hab das nicht gewusst, wie ich den Trailer angeschaut habe und bin dann, also das war ganz ein schöner Moment. Ja, bin ich gespannt. Werde ich nachholen, dass ich mir das anschaue. Definitiv. Hast du eigentlich dir die Mortal Kombat 1 geholt? Nein. Hab ich? Nein. Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher. Ich habe mir 2 Mortal Kombat gekauft vor nicht allzu langer Zeit. Aber das glaube ich, habe ich nicht gekauft.
Müssen wir uns einmal holen, weil eine geile Figur jetzt ist ja der Conan und der Conan der Barbar und der T1000 meine ich noch drinnen zum Spielen. Also das war eigentlich war es wert, aber ich glaube, das ist so unverschämt verhurt teuer, das Scheißding. Ja, vor allem, wenn es dann einen Season Pass oder so oder die DLCs dazu möchtest, da wird es Ja, knackig. das nervt mich eigentlich eher. Aber ich hätte Bock drauf. Meinst du, dass wir das, ja, theoretisch darf man das, ja natürlich, kann man auch streamen, gell, wenn alles auf Ding eingestellt ist. Das machen wir Das mal einen Mortal dürfte Kombat ja. Stream. Das kann man machen, ja. Haben wir mal wieder Dann durch. machen wir mal einen Mortal Kombat Stream. Da die Sachen. Elden Ring Streamer beats Malenia with one finger, no hits taken and at level 1. Was ist los mit den ganzen Autisten? Ich verstehe nicht, wer so viel Zeit investiert und sowas, weil das dauert Jahre, bis du das kannst. Jahre. Kannst nur so Ja, gut sein. Das und dauert trotzdem Jahre. vor allem haben sie jetzt noch, heute habe ich noch mal einen gelesen, der irgendwo so umeinander gesteckt hat, dass er mit einem Thermomix spielen kann. Der steuert das dann praktisch über einen Thermomix. Was ist los? Also, das ist doch nur eine Ego-Sache, dass ich sage, ja, ich kann das. Ich mache das jetzt, weil ich es kann. Eine hat es mit so einer Tanzmatten gemacht, hast du das schon gesehen? Ja, das habe ich auch gesehen. Und eine hat ja, glaube ich, zwei auf einmal, meine ich, gespielt, oder? Mit jeweils einem Controller in der Hand. Ja, genau. So doppelläufig. Ist auch irgendwie verrückt. Völlig Banane. Völlig Banane. Aber es ist auf alle Fälle eine Info wert gewesen. Und hast du mitgekriegt, dass ein RPG im Game of Thrones Universum kommen wird? Ja, aber das kriegt irgendwie fast gar keiner mit, weil irgendwie gar keiner drüber redet. Das ist ganz komisch. Null, gell? Ja, das stimmt total unter dem Radar. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ja, ich fürchte, da hat man nicht allzu viel Vertrauen offensichtlich in sein eigenes Werk, wenn man da nicht richtig an die Öffentlichkeit gehen. Das hört sich echt ein bisschen komisch an. Ja. Die Marke war eigentlich schon groß genug und wir haben ja mit House of the Dragon und so weiter auch noch was stabil läuft in dem Universum. Also man hat das nicht ganz vergessen, glaube ich. Wenn man es einfach zum Release irgendwie von irgendeinem Serienstart dann raushauen darf, dann glaube ich, war da sogar noch ein wenig was zum Mitnehmen von den Leuten, die so schauen. Aber das war irgendwie. Ja ähnlich mit dem. Von Telltale hat es einmal uns gegeben, oder? Ja, das war ja auch nicht so richtig bekannt. Oder das heißt, das war schon bekannt, aber es ist jetzt nicht so es ist nicht das erste Spiel, an das man denkt, wenn man an Telltale denkt. Weil das war irgendwie, das hat man dann, wenn man die Telltale-Spiele gespielt hat, dann hat man das auch mitgekriegt, dass das irgendwann gegeben hat. Aber so richtig ist mir das auch nicht so unter den Nasen geflogen damals. Aber das, glaube ich, hat er nicht so gute Wertungen gekriegt, das Game of Thrones Telltale-Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Letztes Mal erst wieder im Podcast gehört, da hat er davon gesprochen, dass das ein bisschen unterbewertet war. Das ist eigentlich eine ganz clevere Game of Thrones-Geschichte erzählt. Aber das hat man damals irgendwie nicht so wirklich zu fassen gekriegt. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich weiß nicht. Naja, schauen wir mal, was das RPG bringt von Game of Thrones. Vielleicht ist ja das gar nicht so schlecht. Aber Mittelalter-RPG sind wir momentan ordentlich ausgelastet. Hast du in Kingdom Come Deliverance 2 eingelunzt? Es ist jetzt da direkt, also so 2 Zentimeter unter dem Browserfenster, wo wir gerade reden, ist der Shortcut zum Spiel, der noch nicht doppelt geklickt wurde. Leider. Okay. Das wird ja schon, also das muss ja jetzt, müssen sie ja das Spiel geschaffen haben, was sie eigentlich schon mit Teil 1 machen wollten. Da ist ja anscheinend Entwicklungszeit oder so ein bisschen ausgegangen, darum haben sie ja uns Geld, ja, wobei es ja eigentlich Wahnsinn war, gell? Mit kein Studio hat interessiert, die Veröffentlichung, und dann haben sie einfach schnell mal Kickstarter reingehauen und gleich mal Millionen eingesammelt. Ja, voll. Und für das, was da dann ausgehauen haben, da ist mit fetten Respekt. Und der zweite Teil, so Kosten, was ich jetzt gelesen habe, dass er eigentlich nur die Technik, ein wenig die perfekte, zum Beispiel, also zumindest jetzt halt in der Play 5, die Technik versaut er da die Perfektwertung. Ja, aber das kriegt ich schon in den Griff. Ja, es hat Kosten, es ist jetzt nichts Dramatisches, aber es hat anscheinend Grafik nicht immer hundertprozentig geil und in Cutscenes oder selbst die klassischen NPC-toten Augen haben sie anscheinend. Aber ansonsten haben sie gesagt, muss das bombengeil sein. Ich bin da jetzt wirklich so sticker, aber ich habe keine Lust, noch mehr ein Spiel so zu fangen, das mir 100 Stunden kostet. Ja, deswegen ist es bei mir das gleiche Problem. Ich hätte es mir jetzt am Steam Deck machen, dann kann das auf dem Kanapé immer so ein bisschen hinspielen, aber das ist ja der Wahnsinn. Das was halt an dem Spiel so krass geil sein soll, was halt so abhebt davor ist, dass du halt so eine responsive Welt hast, so eine glaubwürdige Welt einfach, dass die NPCs einfach auf die reagieren, die erinnern sie an die sogar. Ja. Da gibt es zum Beispiel so eine bekannte Szene, über die viel geredet worden ist, wenn du quasi also grundsätzlich, wenn du Sachen klaust, dann wird das bemerkt. Ja, genau. Und du kannst da zum Beispiel, wenn du jetzt da in so ein Dorf gehst und dann schleichst du oder und standelst da so ein bisschen umeinander
und dann gehst du irgendwie in ein Haus rein und klaust da irgendwas und dann geht der NPC später in sein Haus zurück, dann bemerkt er erstens, dass was feiert und er erinnert sich dann zweitens, dass er einen Fremden in seinem Dorf gesehen hat und verpetzt die dann, obwohl er die nicht gesehen hat, aber einfach Ja, auf Verdacht, obwohl bei den Bullen so quasi. Und das sind schon geile Sachen in so einem Spiel. Vollgas, Das ja. ist Die schon irre. reagieren, die meine, reagieren auch auf deine Art, wie du gekleidet bist. Ja, Die genau. reagieren drauf. Blutflecken senks. Blutflecken, genau, weil du halt sagst, wenn du irgendwas erwirken möchtest, dann ist es effektiver, wenn du mit blutverschmierter Rüstung vor ihm stehst, weil es dann halt eine Ja, kleine einschüchterst als im, was weiß ich, im Karnevalskostüm vom Hofnarr. ja, genau. Reagieren drauf, wie lange dass du nicht mehr duscht hast, weil es ist ja, es grenzt ja hart an eine Simulation. Du musst da regelmäßig duschen und wenn du 10 Tage nicht duscht hast, dann hast du erstmal du Assi. Ja, das ist Und auch scheinbar geil. scheinbar kann man da ein vorzeitiges Ende vom Spiel erleben, wenn man da irgendwas anstellt, weil du dann entweder am Pranger oder am Galgen endest. Ja, also das müssen wir eigentlich spielen. Das ist eigentlich genauso der gleiche Scheiß, wie das wir Baldur's Gate 3 nicht gespielt haben. Das ist auch Ja, so ein Fleck auf meiner Weste, den ich irgendwann einmal ausmerzen möchte, aber weiß der Geier, wann ich das da soll. ja, Ja, keine Ahnung. das sind halt einfach richtige Erlebnisse eigentlich. Deswegen spielt man eigentlich Ja, Rollenspiele. So müssten es eigentlich sein. das denke ich mir auch, ja. Aber ich bin jetzt, halt, wie gesagt, ich kann jetzt nicht noch so einen riesen Klopfer anfangen, weil ich jetzt halt eben gerade immer noch mit Ghost of Tsushima beschäftigt bin. Und halt nur kurz vor der Aufnahme habe ich noch mit Dragon Quest 3 2 HD Remake angefangen. Und Warum das, tut man sowas? Warum spielt man Ghost of Tsushima und Dre und das? ich wollte noch irgendein anderes Spiel mitnehmen und nicht nur Ghost of Tsushima, du Schweinskopf. Ah, okay. Außerdem Verdammt, müssen verdammt. PlayStation und Switch müssen ausgelastet sein, nicht, dass einer beleidigt ist. Ah, okay, verstehe, verstehe. Das ist natürlich löblich. Ja, klar. Und das sind Ja, dann dann hau zwei mir, so hau mir gleich aus. Riesen. Was ist los, Ghost of Tsushima? Wie schaut's aus? Ja, Schwertkämpfer da mal mit die Japaner und mit den Mongolen, gut ist. Haben wir eher Samurai oder haben wir eher Ninja? Nein, ich bin schon eher so Samurai. Also vor der Weiden, wenn ich, oder sagen wir so, wenn ich unterwegs bin draußen, dann wird sofort herausgefordert und geschnetzelt. Und wenn ich aber dann so Basen oder selbst entdecke, dann schaue ich erst mal ein bisschen auf Ninja zu machen. Aber Ist ansonsten, ja, Wahnsinn, das Spiel. Echt, ich bin voll begeistert davon. schon geil, gell? Ich bin jetzt bei 20 Stunden und habe noch nicht einmal den ersten Akt fertig gemacht, weil es gibt ja doch wieder 8 Milliarden Sachen zum Sammeln. Das ist ja auch irre, aber dann laufst du da fliegt jetzt so ein goldener Vogel, der mir irgendwo hinlotst und da hinten ist der Fuchs und da Das ist noch ist so das. schön natürlich in die Spielwelt eingewebt bei dem Ja, Spiel, gell? Das genau. ist ganz anders wie bei Assassin's Creed XY, wo es die ganze Zeit Ja, bling, 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 blim, blim. Das ist schon mal mit dem Wind, das ist schon mal das das Allergeilste, ist dass dir der voll Wind in geil, die ja. richtige Richtung leitet. Das ist Ah, das, wenn einfach er nur da steht und der unique. Wind geht nicht, oder wenn es nichts ausgeht hast, dann wirft er doch ein Bladel in den Tee, das ist einfach obervoll. Da läuft Ja, die Animation dazu die haben sich da wirklich. so viel Mühe Ja. gegeben, dass das alles so natürlich ist. Das ist wirklich das, Und also, auch die ganzen Nebengeschichten, die man da jetzt, die jetzt am Anfang machen hat, können mit dem einen, der seine Schülerin sucht und die andere, der die ganze Familie abgeschlachtet worden ist. oh, Das die ist ist cool, auch ja. alles so schön mit der Hauptstory ein bisschen verwoben und so. Also das ist einfach wirklich so ein perfekt aus einem Guss. Bis jetzt war nichts dabei, das mich irgendwie aus dem Geschehen rausreißt. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gemeint, ich spiele Hauptstory oder selbst ein bisschen gesehen habe, ich habe erst eine Mission von der Hauptstory gemacht. Weil alles klar, jetzt muss ich, also den ersten Akt habe ich jetzt fertig und bin bei ungefähr 20 Stunden und bin schon wieder so, dass ich sage, ach, ich wollte es eigentlich nicht komplettieren. Ich wollte Das nicht. rentiert sich aber. Das ist so, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bei dem Spiel mir mal gedacht habe, irgendwas fuckt mich an. Na, bisher auch gar nichts. Also das ist, ob das die Steuerung ist, das Kampfsystem, die Grafik, Geschichte, alles. Also da passt bisher alles und es gibt nicht einen einzigen Punkt, der mich irgendwie stört. Das ist wirklich geil. Und dann Und haut er den DLC dann, oder ist der bei deinem schon dabei? Hast du den Director's Cut gekauft? der Director's Cut, der müsste Dann dabei ist ja sein, der ja. DLC auch dabei, dann kannst du irgendwann Mhm. noch auf eine andere Insel um. Den habe ich nie gespielt, leider. Aber der Mhm. muss auch noch mal ziemlich gut sein. Ja, muss ich auf alle Fälle noch durchballern, haben wir gedacht, wenn das so Ghost of Utah kommt, dann möchte ich das vorher gespielt Ja. haben. Dann kann ich mit dieser gleich das zweite Abenteuer eine schmeißen, das vor Wokeness nur so strotzt, da man ja dann eine Frau spielen wird und ich schon wieder im Strahl mit dem Korbi kotzen muss vor lauter Frauenhass. Das machen die 1,50 Jahre nicht besser von dir, Gnädelwutzler. Das machen sie nicht besser. Ich hasse Frauen trotzdem noch, aber trotzdem danke. Aber vielleicht hast du es mit 2,50 € nicht mehr ganz so fest. Überlegt sogar. Das kann sein, ja. Das kann sein. Aber hier wird wieder gepotatoed. Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Was zockst du denn eigentlich aktuell? Ich habe was abgeschlossen jetzt vor kurzem, und zwar Avowed. Das ist das Rollenspiel, das aktuelle von Obsidian Entertainment. Die kennt man vielleicht die meisten werden es von Fallout New Vegas kennen oder von The Outer Worlds. Das war das letzte größere Rollenspiel für einen. Und natürlich die Pillars of Eternity 1 und 2.
Teile. Die Mhm. sind so Rollenspiele, so klassisch angehaucht, so isometrische von einer. Und mit denen haben sie eigene Fantasy-Welt quasi geschaffen. Die Cool. in Iora nennen sie die. Mit eigener Lore und also ziemlich tief alles da drin hat. Und in der Lore spielt jetzt auch Avowed drin. Mhm. Da haben sie dann quasi im Deutschen dürftig übersetzt als das Land der Lebenden. Eigentlich heißt es The Living Lands, was eigentlich einfach was anderes heißt, aber egal. Das ist leider einer von den Mankos, die das Spiel hat, dass die deutsche Lokalisierung irgendwie mit Ja, bist du Lokalismus drin ist. Brite? Das werden die schon wissen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Jedenfalls haben wir da quasi, du wirst als Gesandter vom Kaiser entsandt, logischerweise, in Als diese Gesandter vom Kaiser entsandt. auf diese Insel, weil da eine Seuche um sich greift und die sogenannte Traumgeißel, wer davon befallen wird, hat erstens mal üblen Pilzbewuchs im Gesicht und wird zweitens ein bisschen wurdig, also leichte Zombie-Anleihen. Und das 28 befällt Days ihn, Later, oder? ja, so ungefähr und ein bisschen klickermäßig schauen sie aus. Und ja, führen sie dann auf alle Fälle ein bisschen aggro auf und machen andere Leute kaputt. Und das Mhm. befällt Tiere und Menschen gleichermaßen. Und da ist der Kaiser natürlich besorgt, dass die Bude da kaputt geht, die er sich gerade einverleibt hat. Weil das ist ein bisschen so imperialistisch da in der Welt. Mhm. Und dann wirst du da hingeschickt und musst du mal schauen, was da los ist und tauchst da so ein bisschen dann ein in die ganze Szenerie. Du hast dann verschiedene Begleiter dabei, die alle so ein bisschen eigene Quests rein haben. Die sind quasi, es gibt so 4, glaube ich, waren es 4 verschiedene Völker auf der Insel und die kehren halt alle einen davon an. Haben quasi da so Einheimische und mit denen erlebst du dann so ein bisschen Abenteuer. Und du hörst auch immer wieder mysteriöse Stimmen dann, die in deine Träume verfolgt und die gelegentlich auch in Dialogen und so weiter mal immer wieder aus dem Leben haut und dir ein bisschen was flüstert in ganz weirden Flüsterorgien, da wo du zuerst denkst einfach noch, was möchte das von mir? Grausige Flüsterorgien. Und das sind so die 2 Kernelemente von der Handlung. Ist eine klassische Rollenspielgeschichte, würde ich mal sagen. Also, ist jetzt nichts super krass Ausgefallenes, aber wird spannend erzählt und bleibt eigentlich bis zum Ende interessant. Der Das, was Avowed so ein bisschen abhebt vor alle anderen Rollenspiele, ist, dass immens zugänglich ist. Also, wer Rollenspiele immer so ein bisschen außen vor sich herschiebt, weil er keinen Bock hat, dass er 340.000 Stunden braucht, bis er seinen perfekten Bild aus 4 Milliarden Skills zusammengefrieselt hat, die alle irgendwie so 0,3% besser machen. Und, ja, der wird bei Avowed sehr viel Freude empfinden, weil es gibt genau 3 Skilltree-Bäume, Kämpfer, Waldläufer und Zauberer. Und aus denen kannst du quasi wählen, was du magst. Und das sind sehr übersichtliche Skills und sehr einfach verständliche Skills und die haben einen guten Impact und die haben eigentlich alle geil. Und das kannst jederzeit eigentlich wieder neu rumbasteln, wie du magst. Also, das ist unglaublich angenehm gewesen, dass du wirklich schön in alles reinkommst und das alles ja wirklich Sinn hat. Und das ist deswegen also einfach gehalten, weil das Kern-Gameplay, diese Kämpfe, einfach das ganze Spiel ausmachen. Also Kämpfe und Erkundung haben in dem Spiel das A und O. Die haben ist eine First-Person, also Ego-Perspektive, was eher unüblich ist so für so Schwertkampf und so, aber das haut super geil hin. Die Kämpfe haben richtig Zunder drin. Du kannst immer in jede Hand eine andere Waffe nehmen. Entweder du kannst Schild, Schwert nehmen oder sowas, kannst 2 Dolche nehmen, kannst einen Zauberstab oder ein Schwert nehmen. Es gibt also einfach die Pistolen und Gewehre. Also du kannst da wunderbar schön kombinieren. Kannst in den Fernkampf gehen, kannst in den Nahkampf gehen, kannst zaubern. Hast extrem viele Möglichkeiten und alle haben es nicht sonderlich schwer, was auch wieder schön ist. Macht das Ganze auch wieder einfacher und haben auch, durchgehend wirklich gut gewesen. Also das hat bis zum Schluss Spaß gemacht. Das nächste Bauteil ist dann die Erkundung, die haut auch wunderbar hin. Du hast geile Parcoursfähigkeiten, kannst rumkraxeln, rumspringen. Haut richtig schön hin. Rundum gutes Spiel eigentlich. Hat mir gefallen. War rund, war schön. Nice. Ist im Game Pass drin, kostet also niemand, wo der das Abo hat. Kommt wahrscheinlich auch noch in PlayStation. Batman schreibt es gerade, aber auch das ist ein vereinfachtes, bunteres Skyrim, da hat er recht. Das, so kann man das sagen. Mit einem bisschen schönen Action-Anteil, da die sagen, die Kämpfe in Skyrim fand ich nicht so gut. Ich Aber habe so, Skyrim nie gespielt.
Ja, vielleicht kannst du es wieder auf dem Taschenrechner spielen oder sowas. Das kommt ja auch auf jede Konsole. Ich wollte gerade sagen, gibt es ja Konsole. mittlerweile 64.000 Ja. Veröffentlichungen. Und dann ist die Welt von Avowed ist wunderschön. Das macht Spaß, da durchzulaufen. Du findest viel geile Sachen. Das macht motiviert, schön, macht Freude. Hat richtig geile Landschaften drin. Auch bei Nacht. Viel so, das Pilzthema ist da so ein Ding. Also gibt es Mhm. so, Das ist bei mir im Intimbereich auch ein Thema. Ja, ja, ich würde gerade sagen, du kennst das ja. ja, das ist schwer zum Loswerden. Und das schaut zum Beispiel bei Nacht wunderschön aus, wenn da die fluoreszierenden Pilze da so in der Ferne schimmern und so weiter. Also, das haben sie richtig schön gemacht, ist richtig, ein richtig schickes kleines Ding. Hat so, wenn man wirklich alles sehen möchte, glaube ich, bis zu mit, ich war jetzt ein bisschen was über 60 Stunden und hätte aber auch noch was zum Machen gehabt. Also, das hat schon durchaus Stoff zu bieten. Ja, das ist War aber, wirklich schön also zu sehen. Stundenzahl ist okay, da die sagen so 60, 70 Stunden, Ja, voll. Und das kann was man man. auch noch erwähnen muss, das ist keine große Open World, sondern das sind verschiedene Hubs. Also du begibst dich Mhm. quasi von Gebiete zu Gebiete, die kannst du frei erkunden, aber die haben halt aneinandergereiht, was das Ganze ein bisschen vereinfacht wieder auch. Aber wie gesagt, runde Sache das. Kann ich nur empfehlen. Das ist schön. Das ist schön. Eine runde Sache. So wie der Mike. Ah. Hast du, weißt du, was wir machen müssen? So gut. Wir müssen unbedingt das neue Spiel von die It Takes Two machen, spielen. Das Oh Split ja, Fiction. Höchstwertungen. Alter, das schaut ja wieder so geil aus und was ich gesehen habe bisher, ist ja das genauso abwechslungsreich, wie es der erste Teil war. Also oder wie es halt It Takes Two war, weil das ist ja auch, das ist ja keine Sekunden eigentlich langweilig geworden. Das war ja schon Wahnsinn eigentlich, ja. Das ist Und was ich da bis jetzt gesehen habe, Kreativbombe. das Vollgas, ja, das war eigentlich ein Stream wird, gell? Pflicht eigentlich, ja. Soll man unbedingt machen, wenn ich wieder da bin, weil ich bin jetzt da weg, kurz mal. Du bist im Urlaub. Ja, 2 Arbeitsurlaub. Wochen. Ich bin zwischendurch mal wieder da, aber ich weiß nicht, ob ich dann Zeit habe zum Streamen. Da müssen wir mal gucken. Ja, da schauen wir mal. Aber für euch sei es erwähnt, wer auf Coop-Spiele steht, soll jetzt sich unbedingt Split Fiction holen. Und auch, wenn er es noch nicht da hat, It Takes Two nachholen. Das haben der Seppi und ich damals schon miteinander gespielt. Und das ist ja auch schon bombengeil gewesen, kreativ Mhm. ohne Ende, abwechslungsreich ohne Ende. Da hast du von, was weiß ich, Jump'n'Run über Beat'em Up bis hin zu Shooter, alles Mögliche drinnen und Rennspiele und also unfassbar eigentlich, was die alles in dieses Spiel eingepackt haben. Irre, ja. Und Split Fiction scheint in die gleiche Kerbe zu schlagen. Ja, eine wunderbar herzergreifende Geschichte dabei gewesen. Mhm. War auch echt schön zum Stimmt, auf Miterleben. das habe ich ganz vergessen, was das eigentlich für eine tolle Geschichte gehabt hat, das It Ja. Takes Two. Sehr, sehr, Seppi und ich sind uns oft in den Armen gelegen und haben gewarnt. Mhm. Dann haben wir uns geküsst und den Rest kennst du auf OnlyFans sehen. Yep. Ich sag nur Gay 69 im Steh. Mhm. Seitdem haben wir beide einen Bandscheibenvorfall. Hast du mitgekriegt, dass Warner Brothers ein paar Studios zugemacht hat? Ich nein, mit den Studios weiß ich es nicht. Sie haben halt Also, ein paar Spiele eingestellt, was ich auch so gehört habe. genau, weil die Spiele bei den Studios, die geschlossen wurden, gemacht worden sind, wie Monolith Productions, Player First Games und Warner Brothers San Diego. Und da ist halt unter anderem, ich glaube, die haben die waren die Entwickler für die Herr der Ringe-Spiele, das Schatten des Krieges und das Mordor sowieso. Wonder Woman ist auch draufgegangen, oder? Und dann noch genau das große Wonder Woman-Spiel, das ja eigentlich hätte auch im Arkham-Universum spielen sollen. Und was man so gehört hat, hat es geheißen von ein paar Leuten, die da mitgewirkt haben, ja, dass es echt so schade ist, weil das war unglaublich gut gewesen. Man hätte eine super Wonder Woman erleben können. Interessiert jetzt prinzipiell schon ein Wonder Woman-Spiel, wenn es wirklich in dem Arkham-Stil gehalten war, also von der Ernsthaftigkeit her. Aber ja, frage mich, was da wieder treiben die Warner Brothers. Haben sie noch nichts gesagt dazu, oder? Haben sie einfach nur so zugemacht, ohne Ich irgendwas habe zu erklären? ich hab noch kein Statement irgendwo zu irgendwas gesehen. Habe ich leider noch nichts gesehen. Die Gelder. Wobei, Schatten letztes ist Mal habe ich krasse Zahlen gehört von der Gaming-Industrie, was da mittlerweile Kohlen drin stecken. irre, was das für ein Multimilliarden-Geschäft weltweit Wahnsinn. mittlerweile ist. Das haben wir Gell? dann gleich aufgeschrieben. 2019 waren es noch 285 Milliarden.
was schon ganz schön stattlich ist. Mhm. Dann ist ein paar Jahre vergangen, und 2024 waren es 475 Milliarden. Das ist mehr, als die Musik- und Filmindustrie miteinander in dem Ja. Jahr gemacht haben. Das Und ist trotzdem, völlig Banane. und trotzdem ist es immer nur so ein teilweise belächeltes Produkt, dass das manche Leute überhaupt nicht kapieren, was da eigentlich mittlerweile Umsatz gemacht wird. Brutal. Und die Prognosen gingen 2021 bis auf 700 Milliarden auf. Also das Ja. ist völliger Wahnsinn. Ist natürlich ein großer Sektor, ist der Mobile Gaming drin, ja. Mhm, ja. Der Aber Money macht ja fast Hälfte aus, oder? Wenn ich mir das richtig im ja, Kopf habe. wenn es gelangt, aber da halt auch nicht mehr nur noch die ganzen affigen Billo-Spiele, sondern da haben ja mittlerweile schon ganz andere Kandidaten am Start. Und jetzt schlage ich den Bogen, da möchte jetzt Xbox auch hin. Will wir alle wissen. Zum Mobile Gaming. Haben sie schon angekündigt, einen Handheld. Ja, das soll mit der nächsten Konsole kommen, oder? 2000, ist das nicht sogar irgendwie Dieses Jahr noch. 27? Dieses Jahr soll der erste Xbox-Handheld kommen. Ach so, weil ich habe nämlich heute irgendwas gelesen, das kostet hat, die nächste Xbox-Generation soll 2027 Genau, umeinander Konsole. kommen. Genau, Also- und da ist dabei gestanden, dass da auch der Handheld dann mitkommen soll. Ja, der ist jetzt erst einmal, also Windows Central schreibt, dass der 2025 rauskommen soll, aber erst einmal so eine Art ja, Laborratte sein wird. Also Mhm. da möchten sie erst einmal ein bisschen was ausprobieren damit. Das Ganze soll sehr Windows-lastig werden. Mhm. Also es ist wahrscheinlich eher ein tragbarer Rechner, genauso wie dann auch die spätere Konsole eher ein kleiner Windows-PC sein soll. Mhm. Und da muss man jetzt dann schauen, wie man da Windows sportlich draufbringt, weil so super optimiert ist das ja alles nicht. Mhm. Was halt da spannend sein wird, ist, du hast halt erstens mal natürlich logischerweise die Game Pass-Integration dann drin, wo sie ja immer mehr reinpumpen. Mhm. Und natürlich ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man Windows-fähige PC-Spiele drauf spielen kann und auch noch auf Steam zugreifen kann, was quasi mega Konkurrenz für Steam Deck wird. Bis auf Konsolen-Exklusivtitel, die nicht auf dem PC veröffentlicht wurden, hast du quasi alles in deiner Hand dann. Das ist schon nicht so ungeil. Ja, das war auf alle Fälle geil. Da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja gespannt, was die für einen Handheld rausballern. Machen übrigens nicht selber, die werden eher wahrscheinlich was in Auftrag geben. Gibt ja von Asus und Razer und so weiter, die haben ja auch schon alle ihre eigenen Dinger, und das wird dann wahrscheinlich eher so eine Auftragsarbeit werden. Codename Keenan, Ende 2025. Ja, jetzt habe ich es gesagt, ich habe den Bericht halt, da habe ich die Zahlen vertauscht gerade. Also es ist genau der 27 die neue Konsole und 25, Ende 25 der Handheld. Genau. Da Das mit der Konsole wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich habe mir gedacht, dass die Konsolen technisch langsam aufhören, weil rentiert sich Ich- nicht wirklich für Microsoft. Ich habe keine Ahnung, wie der Technisch. Absatz ist von der Xbox. Ich habe keine Mau. Ahnung. Das sagen sie ja nicht. Aber er ist sehr, sehr mau. Okay. Also, ich Hast habe ja du da steht ja, das Ding und eingestaubt, ja, oder? staubt ein. Also ich brauche es extrem selten. Ja, das nächste Avowed damit. habe ich jetzt am PC gespielt gehabt die meiste Zeit. Mhm. Wenn du einen PC hast, brauchst du einfach keine Xbox, weil du kannst ja alle Xbox-Spiele am PC spielen. Ja. Ja, und ja, wie gesagt, es ist auch das Nutzererlebnis ist auch nicht sonderlich schön auf der Xbox. Ich finde die ganze Benutzeroberfläche und so weiter einfach irgendwie meh. Bin ja auch nie so richtig mit der zurechtgekommen. Also egal welche Ja. von der ersten Xbox-Generation weg, hat es immer irgendjemanden gegeben, der eine daheim hat. Ja, Und ich habe mir immer gedacht, ich mag das nicht, geh weg. ja. Das war Gib einfach mir unangenehm. PlayStation, gib mir Nintendo, die machen das alle besser. Ja, genau, gib mir irgendwas davon. Das gut ist, aber nicht den Scheißdreck. Hast du eigentlich den geilen PlayStation-Controller, diese Last of Us Limited Edition gesehen, die jetzt dann im März zum Stellen ist? Feines Ding. Fuck, Alter, das brauche ich. Was kostet die? Ich glaube, der kostet zum Fortstellen dann 85 Euro, was aber nicht so dramatisch ist, weil der kostet allgemein mal nicht so 70 bis 80 Euro der Controller. Ja, wollte das gerade sagen. Also 10, 15 Euro teuriger, das geht. Alter, da können wir richtig abskalten. Ich würde jetzt gerade sagen, du musst nur einen erwischen. Ich habe jetzt schon ein paar Bots programmiert.
Natürlich, Ich weißt du das? werd, Wie ich werd immer. richtig scalpen. Das, wenn man gewusst hätte, dann hätte man das damals, weil ich glaube zum Beispiel der God of War Controller, der dann einmal rausgekommen ist, der eigentlich wirklich nichts Besonderes ist, aber selbst der, glaube ich, ist auf Amazon bei über 200 Euro mittlerweile, wenn es Das auch ist nichts. halt einfach, das ist so eine Arschlochnummer jetzt mal. Ja. Ja, gut, was möchtest du, wenn es halt ausverkauft ist, dann musst du da was hinlegen, wenn du langsam bist. Ja, wow, du kannst gar nicht passend sein, das ist so irre. Ja, du vor allem jetzt, Seppi. Hey, Jetzt lass dir schon wieder die Jammerei von deinem Elternhaus einfließen. Ich hab nie ich passend sein hab's aus können. einer der wenigen geschafft, mir damals eine PlayStation 5 zu bestellen, wie es rausgekommen ist, ja. Ich bin einfach Die zum Expert anderen gegangen und hab Leute. mir die Spider-Man Edition gekauft. 5 Jahre später. Ja, 5 Jahre. weil ich habe auf die Spider-Man Edition gewartet. Der Depp ist halt einfach. Blöde Potze. Auf alle Fälle habe ich endlich noch Dragon Quest 3 2 HD Remake angefangen. Ich habe jetzt nur ein bisschen ins Intro einmal so eine Stunde eingeschnuppert und ja, also ich bin, dieser Grafikstil ist für mich einer der schönsten Grafikstile, die es auf dem Markt gibt. Es hat mich bei Octopath Traveler schon so dermaßen fasziniert, wie toll das die Welt ausschauen kann, und jetzt bei Dragon Quest ist es wieder das Gleiche. Scheint auch ich glaube, es ist ja der gleiche Entwickler, oder? Es ist bei Square Enix gewesen, kann es sein? Ja. Ob das gleiche Entwicklerteam ist, weiß ich aber nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ob es das gleiche Team war, ist, aber der gleiche Publisher Ja, halt jetzt, also Publisher, Square ja. Enix. Was ja cool ist, dass sie mit den ersten Leuten, wo es dann redet, dann sagt ja nicht so, ja, du kannst dir später irgendwas kaufen, mit dem du fliegen kannst, und früher bist du, wenn du den inneren Raum angenommen hast, hast du da einen Kopf verkaut, aber jetzt passiert dir das nur mal eine tolle Weiterentwicklungen, so schöne kleine Anekdoten schon mal auf das, was sie verbessert haben zum Super Nintendo, ich glaube Super Nintendo war Dragon Quest 3. Dann hast du aber immer noch so Sounds, wenn du zum Beispiel Bereiche wechselst oder in andere Etagen geht. Das ist nur der Original Super Nintendo Sound, der dann auftaucht. Schön. Also es ist wirklich sehr liebevoll bisher gestaltet. Ich bin auf die Story gespannt, die sich da entfalten wird. Mir gefällt das Artwork auch. Das ist ja vom Akira Toriyama, der Dragon Ball designt hat. Ja, ich bin schon wieder voll angefixt, dass ich jetzt wahrscheinlich wenn ich anfange zum Spielen, da sitze und sage, Ghost of Tsushima, Dragon Quest, Ghost of Tsushima, oh Gott, was tue ich? Lass halt beide parallel laufen, dann spiel einmal da hier und einmal da hier. Ja, so wie die Elden Ring auf zwei mit Ja, jeweils genau. einem Controller gespielt hat, ja. So gut bin ich leider noch nicht. After Never Raven ist jetzt auch da schon, ja. Wir haben Ja, gerade jetzt einen hat er's Flow irgendwie- angeschaut, das ist ein guter Film. Ist nur scheißegal, wir sind beim Talkthrough. Aber schön, dass er dir gefallen hat. Weil du gerade bei alten Nintendo-Spielen bist, ich hab da heute was entdeckt. Gestern ist das veröffentlicht worden. Jemand hat Ocarina of Time mit der Unreal Engine nachgebaut, also eine kleine Passage. Ja, gibt es mehrere Dinge, das schaut so geil aus. Das ist richtig schön. Leck mich am Arsch. Jetzt Das ist- voll Bock. Das denke ich mir auch jetzt mehr. Und wie wir schon im letzten Talkthrough gesagt haben, ich hoffe so stark, wenn es ein Remake gibt bei der Switch 2 von Zelda, von dem sie ausgehen, dass irgendein Zelda zum Start kommt, Ja. und es kein Nice ist, sondern irgendein Remake, dann hoffe ich, dass uns endlich ein geiles Remake von Ocarina of Time oder wenigstens Majora's Mask herballern, weil die zwei Spiele hätten es echt verdient. Eigentlich musst du Ocarina of Time nehmen. Das ist eigentlich eine Pflichtauswahl. Ja, eigentlich schon. Aber ich zweifle es irgendwie auch, dass wir es kriegen werden. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas Aber- Publix kommt dann. Ja, mir war es ja wurscht, wenn sie zum Beispiel ein Remake machen wie bei was haben wir gespielt? Link's Awakening, wenn sie dann so eine Sachen wie Oracle of Seasons und Ages in dem Stil rausbringen, war ich auch noch zufrieden. Aber wirklich wünschen da immer ein richtig fettes Remake, am besten in dieser Unreal Engine von Ocarina of Time. Weil die Videos, was du da gesehen hast, die habe ich auch gesehen, und es schaut so unglaublich gut aus. Irre schön. Aber das sind halt dann so, das Link's Awakening und so, oder jetzt das letzte, das sind halt so kleine Pleaser für zwischendurch. Die kann man Ja, halt genau. machen, wenn man so 5, 6 Jahre braucht für ein Spiel, dann hat man halt diese zwischendurch mit ein. Das machen sie eigentlich recht schön. Ja, genau, das sollte genau passen. Zum Start von der Konsole müsste halt eigentlich schon. Ich bin gespannt, das ist jetzt dann bald, oder? Im Anfang April, glaube ich. Anfang April erfahren wir mehr, ja. Die brauchen irgendwas Überzeugendes, weil das ist bis jetzt, weiß nicht, irgendwas muss da kommen. Ja, da warten wir jetzt mal ab, bevor wir buifern. Nein, erst prüfen wir. Entschuldigung. Wir haben eine Schlagzeile und jetzt müssen wir auch unsere starke Meinung drauf bilden. Das stimmt, ja. Jetzt haut er wieder ab, der Never Raven. So eine Potsau. Gehabt euch wohl, ihr Mäuschen. Hoffentlich kriegst du Ratzen in deiner Bude. Split-Fiction, schau hin. Saufrech. Wo steht das? Schreibt er. Später mit der Frau jetzt. Ja, wenn er mit seiner Frau sonst nichts zum Anfangen weiß. Sauber gestammtischt. Aber alle hier, gell, wir wünschen da unten lieber mal unten und dann anders so hier gelangen. Oh Gott, der Scheiß anders.
Der Anlass ist der Beste. Ja, Ja, schau mal am Anlasser hingereiht. Hat's tropft wie der Kieslaster, die Alt. Hilfe. Ich möchte jetzt gerne ins Wirtshaus. Leute. Hast du noch irgendwas anderes gespielt außer der About? Ja, ich habe was spielen dürfen, das es noch nicht gibt. Und das freut natürlich unsere fleißigen Zuhörer bei Zauer. Das neue Wrestling-Spiel. Catchen. Okay, 225 habe ich bis jetzt, glaube so 8, 9 Stunden reingehauen. Das kommt da erst, glaube ich, nächsten Dienstag oder so. Gibt auch noch nicht viele Tests, obwohl die eigentlich schon seit dem, was haben wir jetzt? Seit dem 6. oder sowas darf man Tests veröffentlichen und ich habe da keinen einzigen gesehen, was voll seltsam ist. Aber ich habe es erst am 5. gekriegt, deswegen denkt sich vielleicht jeder, jetzt spielen wir das erste Mal, bevor wir es testen. Vielleicht ist es jedem so gegangen. Aber ist ganz cool. Also es ist im Prinzip das gleiche Spiel wie das letzte, so von der Spielmechanik her. So haben sie ganz leicht fein justiert. Also ein paar Moves gingen ein bisschen fluffiger. Ganz viel in die Präsentation natürlich wieder investiert. Das schaut richtig hübsch aus. Die Figuren, also die schwitzen nicht nur, die haben dann auch richtig Pore und so drin, schauen malträtiert aus, wie länger das kämpfst. Das schaut ganz geil aus. Und sie haben jetzt auch irgendwie so eine Open World drin, das ist ein bisschen weird, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber du kannst da quasi, das hat mich so ein bisschen an das von Mortal Kombat erinnert. Da gibt es so also diesen seltsamen Modus, wo du da in der Gruft oder Krypto umeinander rennst und Bockkisten und so weiter aufhauen kannst, oder? Ja, das sollte auch irgendwie so ähnlich sein. Muss ich mir mal anschauen. Das ist ein bisschen ganz komisch. Das war Hat jetzt, das nicht Street Fighter 6 hat doch auch so eine Open World mit eingebaut. ja, genau, stimmt, die haben das auch dran. War jetzt nicht das erste, das ich denke, wenn ich an ein Wrestling-Spiel denke, aber werden wir es dann anschauen. Ich habe bis jetzt den Showcase angeschaut, der ist ziemlich cool. Da kannst du halt so legendäre Matches von der Bloodline und so nachspielen. Das macht natürlich, da springt natürlich das Wrestling-Fan-Herz her. Das ist ganz heiß. Und die haben natürlich auch so eine DLC-Politik wie Mortal Kombat. Das heißt, du kommst irgendwann einmal auf über 300 Wrestler. Auf über 300 gleich. Ja, völlig irre. Wie viel sind zum Start dabei dann? Es sind auch schon Unmengen. Also, keine Ahnung. Vielleicht haben sie jetzt schon 300 und es kommen dann noch mehr. Ich weiß nicht genau. Es sind auf alle Fälle unfassbar viel. Und dann gibt es halt DLC-Packs und einen Season Pass kannst du für 40 € kaufen, wo du dann alle nachgeliefert kriegst. Ja, irre. Da machen sie wieder ganz viel Kohle damit, 2K. Aber ist cool. Solange cool ist, ja. Du hast ja gemeint in deinem Catchen-Special, ob ich da Lust habe, dass ich das mit dir stream. Ja. Nee. Ja, so klar. Du weißt ja gar nicht, was denen geht. Wir können das schon mal machen. Das, ein Royal Rumble müssen wir machen. Also, ja. Da musst du nicht großartig lang gespielt haben, das ist dann wegen einer Glückssache einfach. Können wir schon ausprobieren. Machen wir so ein Streaming-Abend, wo wir dann, was weiß ich, ein bisschen catchen, ein bisschen Smash Bros. Ein bisschen Mario Karten. Ja, genau. Dass wir die Leute ein bisschen was bieten, wie wir uns gegenseitig in die Eier schlagen vor lauter Wörter noch. Competition. Genau, wir sind nämlich sehr kompatibel, um das einzudeutschen, was das nicht gesagt hat. Jetzt muss ich da, weil ich gerade so schön am Schmerzen bin, jetzt muss ich da noch eine Nachricht überbringen. Weil ich bin ja halt, ich war ja, wer davor beim Kassettenschmerz dabei war, hat ja mitgekriegt, dass ich ziemlich blank war. Das hat ja einen Grund gehabt. Ich habe einen VR-Games-Showcase, der war halt am 6. Da habe ich begleiten müssen in der Arbeit mit ein paar Artikeln und da ist es vorgestellt worden. Oh, what is coming? Also das Spiel ist heute noch indiziert bei uns in Deutschland. Aha. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps, vielleicht kommst du drauf. Aha. Eigentlich musst du in dem Spiel gar nichts machen, außer alltägliche Sachen wie irgendwie was auf Post bringen oder sowas. Aha. Aber es kann alles ziemlich eskalieren, wenn du das möchtest. Und du kannst ziemlich weirde Sachen machen. Es gibt verrückte Waffen, die du unter anderem auch ein bisschen selber modifizieren kannst. Mit Katzen? Mit Katzen. Postal 2 kommt aus VR-Spiel raus. Wow. Ja, ich das sieht nicht richtig. Und nicht jetzt, dass du meinst, das wird dann super krass fett überarbeitet und schaut dann aus wie echt. Nein, das ist die Grafik vom Original Postal 2. Ohne Scheiß. Gerade halt dann aus Ego-Perspektive und halt so mit immersiver Bewegung und so weiter. Ja. Ich sehe nicht recht, das schaut aus. Das ist ja schon so alt, das Spiel. Ja. 2000 oder 2003 oder sowas. Wobei es zu Postal dann schon wieder irgendwie passt, dass man das einfach in dieser alten Grafik lässt. Ja, ich bin voll gespannt, wie das dann ist, wenn man da in der komischen Welt da rumtatscht. Mit der Hammer-Grafik. Da wird es sicher richtig schlecht.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie sie das dann in Deutschland machen, weil du kannst dir Postal 2 nicht einmal auf Steam kaufen oder sowas. Das ist nach wie vor indiziert und 2021 kommst das abgeschmettert, dass es runtergenommen wird. Echt? Also das ist, 2029 hätten sie es ja, probiert einmal? das ist, also wird sich jetzt nicht verändern, schätze ich mal. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Du hast Ja. das damals auch gespielt, oder? Ich habe das mal, ich glaube, bei irgendeinem Kumpel haben wir das mal ein bisschen angespielt. Ich habe es nie ganz gespielt, nur ein bisschen Ja, angezockt. ja, aber das, Ja. ich weiß nicht, warum das heute noch indiziert sein muss, ganz ehrlich. Das ist. Vielleicht ist es Jargon. in dem Fall halt wirklich so ein bisschen diese Gewaltverherrlichung, Wahrscheinlich. kann man da ein wenig unterstellen, aber nein, ich kann nicht viele Spiele unterstellen, die mittlerweile freigegeben sind. Ja, eben, das hätte ich mir auch gedacht. Aber Ja, naja, vielleicht probieren sie es ja jetzt nochmal, aber mal schauen. ja. Haben wir gespannt. Der El Rivlet 1860 schreibt, dass der Film auch guter vom Ball ist. Um nicht zu sagen, sein einziger guter Film. Ja, Ich, gut, das ist auch ein sehr starkes Wort, aber ja, schon, ja. aber ich Es muss ist ein aber, Film vom Uwe Boll auf alle Fälle. ja, ich muss halt auch noch mal sagen, damals habe ich doch irgendwie lachen können, weil es war halt so, er war halt voll mit dem Dropkick in die Fresse asozial gemacht, also da war überhaupt nichts Subtiles oder so dabei, aber war halt trotzdem irgendwie lachen müssen, weil er so blöd asozial ist, also, aber den muss ich nicht mehr, ob der noch funktioniert, halt, weiß ich nicht. Das Und, müsste ich probieren. und noch was, noch zwei coole Sachen haben dabei. Hast du Slenderman, sagt er ja was, gell? Ja, ja. Hast du Slender the Arrival gespielt damals? Ich habe gar kein Slenderman gespielt, mit Slenderman habe ich da habe ich nur den Film gesehen und der war ganz schön eine Gurke. Naja. Und spieletechnisch bin ich da leider unberührt. Das kommt auch aus VR-Spiel jetzt raus. Kannst du mir übelst kreislich vorstellen. Boah, lecker, da stirbst du halt einfach. Und dann, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, es ist auch noch nicht auf dem PC und so weiter draußen. Out of Sight heißt das. Mhm. Da machen sie auch eine VR-Version. Das kommt auch aus einem Normalspiel raus. Und da bist du quasi, das ist so eine ganz gruselige Welt, so ein bisschen wie Little Nightmares schaut es aus. Mhm. Gerade bist du in einer Ego-Perspektive zum Singen und übernimmst quasi den Teddybär vor einem kleinen Mädel Mhm. und helfst der dann so quasi da durch die Welt irgendwie so ein bisschen. Sag aber, ich kann noch mal Screenshots teilen. Tu es. Gucken wir mal. Mhm. So schaut das dann aus. Und du musst halt quasi dann also Umgebungsrätsel lösen mit der. Die hat eine Augenbinde auf und da sieht man so deine Hände, deine Teddyhände. Ja. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das dann gesteuert werden soll. Ich habe mir den Trailer geschaut, es hat schon so ein bisschen was Gruseliges, weil du hast natürlich auch die Ja, ja, voll. Perspektive für so einen kleinen Teddy und Mhm. die sind dann so weird gestaltete Riesenmenschen. Ja, das ist voll Little Nightmares vom Stil her Ja, irgendwie. Also, ich hätte jetzt, wenn es mir jetzt nichts gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist Ausschnitt von Little Nightmares 3. Da ist auch das Logo rechts, wenn ich mir das anschaue, sogar das erinnert mich irgendwie von der ja, Aufmachung genau. Ja. Und an Little Nightmares. es gibt da eine Demo, die werde ich jetzt gleich live runterladen. Boom! Oder nicht, mal später, wenn ich halt. Ich werde das dann ausprobieren, weil das schaut schon ziemlich geil aus. Ja, dann werden wir das in der nächsten Woche, im nächsten Talkthrough im März, der gar nicht so weit weg ist, werden wir dann erfahren, wie das Spiel war, oder? Psychisches Unbehagen steht da. Ja. Ja, das werde ich auf alle Fälle ausspielen. Das haben wir auf Steam Deck. Ich glaube, das mache ich sogar heute noch. Psychisches Unbehagen, das brauche ich nicht in Spiele, das habe ich im Real Life. Bitch! Lebenssimulator. Ja. So. Ja, ich bin ja so ein bisschen, eigentlich ist das echt so, wie so, wenn es psychisches Unbehagen auslöst, das ist ein Teddybär, ich bin ja auch ein knuffiges Bärchen, sagen Fate zu mir. Ganz Also, Faisung, das ist also eigentlich ausnahmslos jeder. aufgefordert. Eigentlich, ja, ja, schon, also oft einmal auch einfach so in Einkaufspassagen, dass einfach heißt, hey, Knuffiger Bär, du. du knuffiger Bär, und dann kneifen sie mir einfach ins Backein. Und nicht nur alte Frauen. Nicht nur, das ist Glück. Sogar Talahunds werden da soft bei mir und kneifen mir in die Wangen und sagen, hey, Alter, knuffig Bär. Ich freue mich schon nächstes Mal, wenn wir Genau. wieder in der Mall unterwegs sind. Ja, und dann gehen sie dann wieder Luftschatten boxen. So ein schönes Hobby. Ja, das ist das Beste. Das ist wirklich das Beste. Ah. Du lovest es. Hast du noch was dabei für heute oder können wir uns schon auf die Releases des Märzes fokussieren? Ich kann noch eine kurze Ankündigungsmeldung aushauen für alle Silent Hill-Fans. Hm. Am 13.03. um 23 Uhr mitteleuropäische Zeit ist die nächste Silent Hill Transmission. Aha. Da ist vor nicht allzu langer Zeit ein Silent Hill 2 Remake angekündigt worden, das wir da ja schon sehr oft besprochen haben, das fantastisch ist. Und das Silent Hill F ist ja noch in der Schwebe und das Silent Hill, wie heißt das andere? Townfall
Und da kann man Mhm. vielleicht die ein oder andere Neuigkeit dazu übermittelt kriegen, hoffentlich. Ja, ich bin gespannt, weil nach Silent Hill 2, das halt immer noch nach bei mir. Mhm. Und ich war richtig heiß drauf, weiter zu spielen. Ja, ich werde auf alle Fälle auch wieder geile Silent Hill-Spiele. Das war so toll. Schauen wir Und, mal. vor- Hoffen wir, dass und was kommt. wie wir schon oft gesagt haben, entweder ein Remake nur von Teil 1 und Teil 3, Ah bitte. Das ja, war noch. Teil 1, weil ich so gerne mal gescheit in einer Grafik, da wo ich keinen Augenkrebs krieg, spielen. Das war echt schön. Das war echt schön. Naja, mal schauen, ob sie uns den Wunsch erfüllen. Wann hast du mir gesagt, ist die am Am 13. um 13. 23 März? Uhr. Passt. Da bleibe ich ganz lang auf, da trinke ich Cola, damit ich auffüllen kann, dann schau ich mal an. Das wird super. Spiele-Releases im März, der ja schon halb durch ist, aber wir sind uns nicht zu schade, dass wir euch trotzdem sagen, was alles kommt. Vielleicht ab Mitte März. Ja, aber am 4.3. ist zum Beispiel Carmen San Diego gekommen. Oh ja, stimmt. Möchtest du das die Leute wirklich vorenthalten, dass Ja, dieses das Spiel muss man rausgekommen ist? irgendjemand muss leider mal sagen, dass das Spiel da ist. Ja, eben, also Carmen San Diego ist gekommen. Auf sämtliche gängige Konsolen von der PS4 aufwärts. Pflichtkauf. Pflichtkauf. Und auch wichtig für die PC-Spieler, dass The Last of Us 2 Remastered mittlerweile draußen ist. Ja, das ist auch nicht so ganz Ähm, groß angekündigt worden irgendwie. Also na, das ist irgendwie. Und ich glaube auch für die 5 ist es, glaube ich, auch noch gekommen, dann das Remaster. Das hat es, glaube ich, auf der 5 auch noch nicht gegeben, oder? doch, das habe ich schon. Das ist schon, das gibt schon ein Also, Jahr oder so. ja, ich glaube, ich muss mal andere Seiten für die Releases suchen, weil die das immer so richtig dumm hinschreiben. Was haben wir noch? Was kann noch interessant sein? Ja, Split Fiction haben wir schon erwähnt, ist schon seit Anfang März heraus. Rise of the Ronin ist heute rausgekommen, Ja, auf dem scheinbar. PC aber nur. Also das gibt es ja auf Mhm. die Konsolen schon. Aber Das kann auch gut sein. ja, es ist so ein bisschen Souls-mäßig angehaucht, die Open World. Das ist ein bisschen Mhm. schwieriger. Aber es soll eigentlich ganz geil sein, ja. Dann haben wir noch endlich am 20.03. Assassin's Creed Shadows. Ah ja, verdammt, das habe ich ganz vergessen. Das kommt ja auch noch auf mich zu. Mhm. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen was angeschaut dazu. Ich war sogar relativ, sagen wir nicht positiv eingestellt, aber relativ versöhnlich gegenüber dem Spiel Ja, eingestellt. das war bei Valhalla genauso. Da haben wir gedacht, ah, da ist Assassin's Creed, das interessiert mich überhaupt nicht. Scheiß drauf. Dann schauen wir die ganzen Trailer und denken, ah, schaut schon Na, geil aus. Freu bei mich drauf. Valhalla war ich noch angefixt, muss ich sagen. Also Ja, da war voll ich, mit dem Wikinger-Setting und so, das hat genau, mich voll erwischt. da war ich richtig, richtig geil drauf. Und man dachte, voll geil, das ist genau meins. Aber deswegen sage ich jetzt, ich bin bei Shadows nicht angefixt oder positiv, sondern nur rein versöhnlich. Ja. Erst einmal eingestellt drauf. Und ja, mal schauen, was uns das bringt, weil das Japaner-Setting, da hätten sie mir eigentlich auch schon so anfixen können wie mit dem Wikinger-Setting, aber ich lasse mal meine Erwartungen ein bisschen nach unten. Es schaut schon gut aus, keine Frage. Und es ist, was man so hört, das Herz ist auch gar nicht schlecht Ja, mit den auch Ideen. diese doppelten Spielstile, die die Ja, Figuren jeweils haben, also oder die zwei, dass jeder sich anders spielen lässt, das finde ich auch cool und interessant, ja. aber ja, also Ich, wenn, dann später irgendwann mal. ich würde es ja schon irgendwie wünschen, dass wir wieder einen guten Treffer aussehen, weil es schaut ja echt schlecht aus für Ubisoft und ich mehr da nicht, dass Ubisoft irgendwie jetzt den Bach runtergeht, weil sie haben ja auch viel geile Spiele gemacht in ihrem Leben. Mhm. Na, Aber untergehen sollten es nicht, aber es war halt schon cool, wenn es jetzt halt wirklich mal, wenn einer das alles vielleicht so eine Lehre war, dass sie sagen, okay, vielleicht ruhen wir uns nicht komplett auf der faulen ja, Haut aus, sondern bieten wir den Leuten mal wieder was. das Na, wäre mal cool. gucken, am 20.03. müssen wir mehr. Tales of the Shire ist anscheinend das Spiel im Auenland bei den Hobbitze. Mhm. Unterschlag du bitte unsere treuen Hörer nicht, dass WWE 2K 2025 am 14.03. rauskommt. WWE 25. 2K25 ist am 14.03. kommt das 14. raus. März. 14. März kommt das raus, ja. Und dann war es eigentlich mit Veröffentlichungen, die mir irgendwas sagen. Oh, du. The First Berserker Kazan kommt am 27.03. und das ist schweinegeil. Echt? Das habe ich in so einer geschlossenen Beta schon anspielen dürfen. Mhm. Das haut richtig drauf. Also wer so ein bisschen actionlastige Rollenspiele mag, die so ein bisschen Souls-mäßig angehaucht haben, also ein bisschen einen Schwierigkeitsgrad haben und richtig schön schäbern in einer geilen Fantasy-Welt. Aufschreiben, ist echt gut. Das schaut aus. Vor allem das eine Monster. Ich habe jetzt da so einen Screenshot mit so einem komischen Monster. Das schaut aus wie vor dem Anime Berserk aus. Ja, das hat einen ziemlich coolen Stil, so Grafikstil. Es ist ein bisschen so zeichnet, ja.
Ja, ja. Aber es hat das mit dem Anime was zum tun, weißt du das? Nicht, dass ich wüsste. Warum Eine nicht? Geschichte. Warum bist du so blöd und weißt nichts? Wo kann ich nicht Japanisch. Warum nichts? Diese einfache Sprache. Ups. Ich sage jetzt da auch nichts, aber da ist alles ein Monster dabei. Das erinnert mich an Berserk. Übrigens kann ich nur empfehlen, Berserk, riesen bombengeiler Anime. Guckst du diese? Ja, Post-Trauma, da noch gekommen. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist vorne ein Beutel drauf mit komischer Oberfläche, mit lauter Augen drin und schaut eklig aus. Und True Horror lives in our minds. Jetzt erst mal gut, kommt für PlayStation, PS5 und Xbox Series am 31.03. Horror Adventure. Itemfall kommt auch noch. Das ist so Endzeit, Survival, Mhm. Rollenspiel, Action-Dings, so wie Fallout ein bisschen. Das Mhm. kommt am 27.03. außer. Das kann auch noch ganz interessant sein. Für mich nicht, also heute mal. Okay. Passt, danke dir. Und Kaiserpunk kommt noch. Oh, der Kaiserpunk, den habe ich schon. Aufbaustrategie. Sehr schön. Das ist was Ja. für ein Korbi. Das ist Ja, was für ein genau. Korbi. Den Ich wir würde ja sagen, fast jedes Mal dabei haben im Talkthrough seit Anbeginn der Zeit. ja, Wahnsinn. Wir haben nur lauter faule Idioten bei uns in dem Podcast dabei. Lauter faule Idioten. Dafür kriegen wir jetzt noch Besuch zum Abschied vom Osselmann. Oh, schön. Oskar, Schönes sag Ding. hallo. Ich, Oskar. Wink einmal. Oh, so wie es dass er Handel gibt. Wahnsinn, ist so ein feiner. Ja, so ein feiner. Aber das würde ich sagen, können wir kurz lassen für heute, oder? Unseren Talkthrough für den Februar. Wir rasen mit 7 Meilenstiefel auf die Stunde zu. Ich glaube, wir haben uns das Soll erfüllt. Ich glaube auch fast, dass sich da keiner beschweren kann. Drum täte ich sagen, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben beim Talkthrough vom Februar im März. Und haut in die Kommentare rein, was bei euch zurzeit gezockt wird, auf welche Spiele das ist euch gefreut. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwas übersehen. Und ansonsten hören wir uns zum Talkthrough auf alle Fälle dann zum März, so Anfang April vielleicht. Wow. Dann würde ich sagen, ja, sollte man vielleicht hinkriegen. Und heute habe ich schon gesagt, das sind unsere Volex ausgegeben. Hört euch die Volex an. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Kassettenschmerz. Schließt Abos ab. Ganz schnell. Schließt Abos ab auf YouTube, auf Steady, überall. Spenden-Abo bei dem Malteser, keine Ahnung. Hauptsache es schwappt irgendwo das Geld aus. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß vor dem Affenkasten. Lebt lang und in Frieden. Und auf Wiederschauen. Mach's gut. Servus. So. Haben wir Fleißigkeit. Grüezi, ja. Was kostet ein Zecker?